Horizon Zero Dawn PC-Version. Gemassen, ne? Ich war nicht so gemischt. Ist der Day, wo du brauchst? Voilà, gute Idee. Version. Version. Lo mach so. Ich weiß auch nicht, das Ding schon. Also wie soll ich sagen? Bei der muss ich doch mal scheiß lachen. Okay, lass. Herzlich willkommen bei den ELF Gaming News mit mir, dem fette Patz um Netz. Die erste Episode von diesem Jahr, es ist ein neues Jahr, das ist ein neues Jahrzehnt. Und ich freue mich, Remnis anzufangen. Wir haben letztes Jahr gut aufgeschlossen mit ELF Gaming, mit dem Charity-Event am Schluss vom Jahr, wo wir bald 6.000 € gekriegt haben. Ein großes Merci und die ganze Community von dieser Platz. Voilà, Gaming News am Januar ist meistens ein bisschen wenig los. Wir haben ein paar Sachen rausgesicht, die ganz interessant sind. Und fangen dann direkt an. Lass! Angefangen mit ein bisschen mannerafrelische News. 2020 scheint Jahr von den Delays zu gehen. Delays sind natürlich Verspätungen. So sind die erst dann CD Projekt Red, die angekündigt haben, dass das wahrscheinlich meistgehypteste Spiel vom Jahr 2020, Cyberpunk 2077, von April ab September verlöscht wird. So wird das Spiel zwar anscheinend von 4 bis Hannen durchspielbar und fertig, aber wenn es der massiver Größe vom Spiel, wo sie sich einfach nach ein bisschen mehr Zeit holen, für alles zu fixen und zu polischen, für die Fans wirklich die bestmögliche Erfahrung zu geben. Die nächste Verspätung kann ich das Square Enix und nicht viel mannerhäger Wort als der größte Remake von einem von den beliebtesten Spieler aller Zeiten, Final Fantasy VII. Das Spiel soll dann mehr rauskommen und noch ein und Developer sich mehr Zeit gefroht für ein Lastron Polish. Allerdings just weitere Monat. Somit soll dem Cloud Strife sein Abenteuer den 10. April kommen. Nur all den Jahren als Monat wahrscheinlich auch nach verkraftbar. Und zu guter Letzt hat dann auch Crystal Dynamics sich zu Wort gemeldet und hier Taser Wartenspiel Marvel's Avengers bis auf den 4. September gerickelt. Nicht weiter überraschend, also heute die offizielle Ursache, dass sie alles für die Perfektionäre für die Release. Wobei man sich auch froh muss, ob nicht vielleicht die erste wortliche Reaktion, ob das, was sie bislang gewesen haben, ein bisschen Änderungen mitgesprochen hat, die ein bisschen mehr Zeit brauchen. Die 3 Spieler reihen sich also an die Spieler, die wir schon letztes Jahr wussten, dass sie delayed werden gehen, und zwar The Last of Us 2, Gods and Monsters und Watch Dogs Legion. Das ist nicht Neues, dass geplanten Releaser für Spieler verrickelt gehen, und früher hatten die Leute das nicht so gern, muss ich so in Haut zu das, gehen Fans sich immer mehr oft bewusst, dass normalerweise so ein Delay heißt, dass das Spiel halt besser geht, wenn es rauskommt. Und viele Leute beruhigen sich da auf das berühmte Zitat von Miyamoto: A delayed game is eventually good, but a rushed game is forever bad. Wir sind gespannt, ob das dann die letzten Delays von diesem Jahr bleiben oder wie das ganz weitergeht. Nintendo-Fans und mehr spezifisch Smash Bros. Fans diskutieren im Moment ganz viel den neuesten Release von dem letzten Fighter. Und zwar ist das den 5. von 5 angekündigten Fighter, die am DLC für das Spiel rauskommen. Der neue Personage ist also den Byleth. Den Byleth ist den Main-Personage aus Fire Emblem Three Houses, den am Spiel wie dann auch am Smash Bros. Ultimate sowohl an der männlichen wie auch an der weiblichen Version spielbar ist. Eine ungefähr 40 Minuten lang Präsentation hat Nintendo ausgestrahlt, für diese Personage als ein Moveset vorzustellen. Also das Spiel, war den eventuell echter als speziell nicht kennt bezeichnen, sind natürlich viele Fans auch ein bisschen enttäuscht, dass gerade die letzte Fighter dann ein weiterer Personage aus Fire Emblem ist. Für den entgegenzuwirken hat den Masahiro Sakurai direkt wissen gelos, dass er sich bei Nintendo dafür dezidiert hat, einen zweiten Fighters Pass anzukündigen, den Diskehr sogar mit nicht 5, mehr 6 neue Fighters glänzen will. Wen das ist, wissen wir allerdings zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Viele sollen aber keine rausschicken, weil es ging schon feststehen, wen die neuen Fighters Werte sind. Was haltet ihr von der Addition von Byleth? Schreibt euch das in die Kommentare. Knapp hat das neue Jahrzehnt angefangen, schon gibt es direkt E3 News. Und zwar nicht weiter überraschend für verschiedene Leute, hat Sony angekündigt, dass sie auch dieses Jahr Altnesenkehr nicht werden auf der Konferenz vertreten sind. Nachdem Sony letztes Jahr für die erste Kehr keine Präsenz auf der E3 gewiesen hat, haben viele Leute und auch ich spekuliert, dass das eine ehemalige Affäre wird, als Sony dieses Jahr, vor allem wenn es dem bevorstehenden Reveal von der neuen PS5, zurückkommen ging.
Das Cielo trotzdem Lesenkehr der weltweit renommiertster Videospiel-Convention, die Karl Schiller weisen, kennt allerdings einen anderen Trend festigen. Immer mehr Publisher und Entwickler losen die 3 Sausen und konzentrieren sich darauf, hier eigene Events zu produzieren. Sie haben um Nintendo Direct Model, wo alles online an einem Video präsentiert wird, oder mit eigene produzierte Shows. Neben Sony ist es ja auch EA, die schon länger nicht mehr wirklich Teil von der Convention sind, mir auch andere bisschen meiner Großpublisher sich schon absehen oder denken drüber nach. Der große Konkurrent von Sony, Microsoft, profitiert natürlich davon und hat auch schon angekündigt, dass sie schwer am Gang wären, für die diesjährige Konferenz auf der E3 zu schaffen. Mehr freuen sich, ob sie nicht auch früher oder später aufsprangen, und das könnte dann so löst der Schluss von der E3 erlauten. Changementer bringen jo sich ganz oft Gutes mat, allerdings ist es doch aber auch ein bisschen bittersweet zu bedenken, dass das Tradition, die jo seit 1995 der größten Highlight vom Jahr, was der Gaming angeht, durchgestaltet wird, löst durch stirft. Kleine Wermutstropfen sind natürlich Game Awards am Schluss vom Jahr. Dann seit letztem Jahr hat auch Gamescom eine große Show diese produzieren. Und natürlich für uns Fans hier in Lützeburg gibt es ja auch die ganz große LGX. Ein vielleicht gut Nachricht für alle guten Fortnite-Spieler. Wenn ihr mit seinem eigenen Ausgesehen einfach nicht zufrieden geht, dann kann ihn Abelo in Zukunft als Ninja über die Map laufen. Den weltbekannten Streamer Richard Tyler Blevins, besser natürlich bekannt als Ninja, ist nämlich somit den ersten Streamer, den den eigens ungefährlichsten Skin am Spiel kriegt. Was so dir dazu, wer die erste Skin kaufen, welcher Streamer oder eine bekannte Person am Gaming sollte ihrer Meinung nach ein Skin kriegen. Voilà, Pummel hat noch schon angekündigt, ob dem Charity-Event hat es bald geklappt. Lo ist es dann aber endlich soweit, und wir präsentieren euch für die erste Kehr DLFF Gaming Meteo. Mam Mike Orlowski. Ja, ich meine. Ja, du schneidest ja nicht raus, das ist okay. Ich kann dir vertrauen. Ja. Okay. Voilà, da sind wir schon bald am Schluss von dieser Sendung gekommen. Bleibt das. Logo, das ist interessant. Bleibt, wenn ich kurz hi, ich sehe direkt vom Du. Horizon Zero Dawn 2 PC-Version. Was? Assassin's Creed Ragnarok 4-Player Co-op. Ein Switch Pro soll das Jahr rauskommen. PS5 soll, wenn am Februar soll die präsentiert, die wird, du kannst du Left 4 Dead 4, nee, Left 4 Dead 3, was an VR, was ist denn jetzt mal so recht? God of War 2, Voilà, wie ihr seht, also am Anfang vom Jahr immer ein bisschen mehr, was News betrifft. Trotzdem freuen wir uns auf 2020 schon lange nicht mehr wegen dem bevorstehenden Start von der neuen Generation an Konsolen. Wie gesagt, dabei ist die der Hardcore-Fans von der einen oder anderen haben ja schon dezidiert, welche Firma das Jahr ihre Cash kriegt. Sie danach undezidiert, also der ist ganz egal, weil er sowieso um PC spielt. Alles das könnt ihr uns hier in die Kommentare schreiben. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, gebt mir uns extrem freuen über den Like und den Share. Und wären euch ganz dankbar dafür. Dummer oder so nicht, also vielmals merci für das Nachgucken und wir sehen uns wann es nächste ist. Heisch ELWF Gaming News mit mir, dem extrem fetten Pads um Netz. Bis dann, tschüss!